Guten Morgen und willkommen zum Finale von unserem NHL-Projekt. Beziehungsweise wir kommen zum grossen Finale der Nationalmannschaften in der NHL. Wir haben ja 3 Teams, die im grossen Playoff im Stanley Cup Finale stehen. Da wir können entscheiden, mit welchem Nationalteam wir sollen denn die Playoffs zu Ende spielen, so richtig spielen, habe ich euch darum gebeten, mir in die Kommentare hineinzuschreiben, mit welchem Team wir das sollen machen. Teilnahme ist leider fast gleich 0 gewesen. Es hat eine Stimme für Schweden und eine Stimme für Finnland. Aus diesem Grund werden wir heute mit Russland, was ja auch noch dabei ist, durchsimulieren. Und bei den anderen Teams, da werden wir auch noch simulieren, aber wir werden mit Sicherheit mit einem Team noch mindestens ein Match bestreiten. Wenn dir auf jeden Fall das Ganze gefallen hat mit Nationalmannschaften, dann zeigt mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video und schreib mir doch bereits in die Kommentare rein, was sollen wir als nächstes machen? Welches Projekt möchtest du beim nächsten Mal sehen? Und jetzt starten wir rein in die Saison, in die letzten Matches mit Russland. Und da sind wir bereits beim Entscheidungsbaum und wir sind bereits durch. So schnell kann das gehen. Stanley Cup-Sieger ist tatsächlich Russland. Komplette Saison durchsimuliert mit Russland und wir haben den Stanley Cup gewonnen. Yes! Suchen wir doch uns noch den Playoff-Baum kurz rein, um zu schauen, wie denn der Werdegang ist. Bis Russland den Titel, der Stanley Cup, gewonnen hat. Und zwar in der ersten Runde 4:1 Sieg gegen Florida. In der zweiten Runde 4:3 gegen Boston. Und dann im grossen Eastern-Finale 4:3 Sieg gegen Columbus und dann im grossen Stanley Cup-Finale ebenfalls mit 4:3 für sich dann entschieden gegen Dallas. Und somit, wie ihr ja gerade gesehen, ist Russland Stanley Cup-Sieger geworden. Und somit sind wir bereits beim zweiten Team und das ist Finnland. Da werden wir es anders machen. Da werden wir einfach mal ein paar Matches simulieren, um zu schauen, ob es ein Entscheidungsspiel könnte geben und wird geben. Wir werden das gerade sehen. Niederlage 1:1 somit, dann ein Sieg 2:1 für Finnland. Wieder eine Niederlage. Nein, Niederlage, wieso habe ich so vor sie gesehen? Scheisse. Ja, der nächste Match, den müssen sie gewinnen. Wenn sie den verlieren, dann haben sie verloren, selbstverständlicherweise. Und sie gewinnen. Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir das auch simulieren oder sollen wir das spielen? Hey, wir haben noch Schweden, das heisst, wenn wir das verlieren sollten, können wir immer noch ein Live-Match mit Schweden machen. Wir werden es gerade erfahren. Und ja, sie haben verloren. Somit ist Chicago der Playoff-Sieger von dieser Saison. Und schauen wir uns auch hier noch kurz den Playoff-Baum an. Und zwar ja, von Finnland, erste Runde 4:1, dann 4:2, 4:3 und nachher leider 2:4 gegen Chicago verloren, wo auch schön souverän mit 4:3 in der ersten Runde, dann 4:2 und im Westenfinale mit 4:1 gewonnen hat. Also 2 ebenbürtige Mannschaften sind im Finale gewesen und da hat sich jedoch eben, wie gerade vorher gesehen, Chicago durchgesetzt und jetzt kommen wir zu Schweden. Und was wir da bei der Karriere von Schweden wissen, ist, dass wir mit Sicherheit ein Match mit Schweden werden bestreiten, aber auch da wird zuerst simuliert 1:1, denn wir werden schauen, ja, wie knapp wird es, müssen wir uns da vorher schon entscheiden, zum Eingreifen oder nicht. Und ja, ich gehe das Risiko ein, obwohl Minnesota da mit 3:1 führt. Schaffen wir da zurückzukommen? Jawohl. Und jetzt mache ich den Fehler nicht. Wir werden den Match jetzt hier bestreiten. Und somit herzlich willkommen zu Spiel Nummer 6 vom grossen Stanley Cup Finale. Schweden gegen Minnesota. Und wir müssen den Match ja für uns entscheiden. Ja, damit wir an Spiel 7 werden noch können bestreiten. Und wir kommen da sehr gut durch. Pass in die Mitte, Schuss und der Goalie pariert. Nein! Aufgepasst, Minnesota kommt da ganz gefährlich. Und wir sind schön dazwischen. Und Minnesota macht da richtig Druck. Und komm, jawohl, yes, sehr schön, sehr schön. Zack, und jetzt links hinein. Jawohl, perfekt. Wir führen jetzt mit 1:0. Sehr schön. Ja, wir sind in den letzten Spielminuten vom ersten Drittel, können endlich wieder angreifen. Und wir können den Querpass geben und somit können wir auch 2:0 erzielen. Yes, sehr wichtige Kiste. Kurz vor Ende vom ersten Drittel. So, jetzt rein. Jawohl. Und jetzt wieder Querpass und Goal. Jawohl, hey, lang habe ich müssen im Mittelfeld hin und her spielen und machen. Jetzt hat es aber geklappt. Wir sind durchgekommen. Geduld hat sich ausgezeichnet bzw. belohnt. Und jetzt führen wir mit 3:0. So, wir können Powerplay spielen. Können wir das auch zu unseren Gunsten ausnutzen?
Komm schon. Jawohl, was für ein Bombe. Zum 4:0. Powerplay ist ausgenutzt worden. Yes! Aufgepasst, Jürg. Wir wollen kein Goal kassieren. Wir dürfen kein Goal kassieren. Sehr schön, Goalie. 2 Goal pro Drittel. Schaffen wir die Quote auf rechts erhalten oder nicht? Aber da zuerst einmal kein Goal kassiert. Aber unsere Quote heisst ja 2 Goal pro Drittel schiessen und nicht 2 Goal pro Drittel verhindern. Aber da machen wir keine Kiste. So, aufgepasst, Jürg. Kein Goal kassieren. Kein Goal kassieren. Schön, Goalie. Noch kein Goal bisher im letzten Drittel. Jetzt aber der Fehlpass. Komm schon. Nutzen wir es aus. Jawohl, wir nutzen es aus. Unterzahl, Goalie. Wir haben perfekt Scheiben abgefangen, angegriffen und erzielen es 5:0. Yes! Achtung, noch ein paar wenige Sekunden laufen. Wir brauchen noch ein Goal, um unsere 2 Tore Schnitt pro Drittel zu halten. Und da gibt es ein Goal. Nein, irgendein Stock war dazwischen. Nein, die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Komm schnell, Führi. Nein, die Scheibe ist ja weg. Scheiße, wir können den Schnitt nicht halten. Aber geil! Wir gewinnen Spiel Nummer 6 mit 5:0. Und somit geht's ab in Finalissima. Und da sind wir bereits am Bulli-Kreis für Spiel Nummer 7. Hey. Ja, komm, ihr kennt es ja. Der Controller spackt wieder. Das sieht so aus, als ob meine Spieler nervös sind. Aber hey, wir sind nicht nervös. Wir sind jetzt eiskalt und werden gerade 1:0. Nein, kein 1:0. Das gibt's doch nicht. Das hätte es müssen sein. Ja, wir dürfen einfach nicht in den Rückstand geraten. Das wäre verheerend. Sehr gut, Goalie. Na, Scheiße. Der ist einfach durchgekommen, weil ich schlecht verteidigt habe. Und jetzt führt Minnesota mit 0:1. Fuck noch einmal. Wir lassen uns aber davon nicht unterkriegen. Auch wenn wir jetzt sogar noch in Unterzahl spielen. Schön, Goalie. Oh mein Gott, gerade noch mal ein riesen Save. Sehr schöner Check. Nächster Check. Die Scheibe haben wir, jawohl. Und jetzt gibt es das wichtige Goal. Nein, treffen wieder das Kiste nicht, aber wir haben sie noch, die Scheibe. Wir haben sie noch. Und jetzt, nein, Goalie pariert. Jawohl. Da ist der absolut hochverdiente Ausgleich zum 1:1. Endlich steht es wieder unentschieden. So, mit dem 1:1 sind wir jetzt im zweiten Drittel und wir greifen an. Jawohl. Zack, jetzt kommt der Pass und jetzt kommt auch das Goal. Yes, es ist so geil. Wir führen im Spiel Nummer 7 jetzt mit 2:1. So, holen wir uns... Nein, Scheiße. Fuck. Oh, schön verteidigt da gemeinsam. Komm, holen wir uns die Scheibe. Und jetzt schön von hinten führen. Schön von hinten. Nein, hey, wir werden immer gestoppt im Mittelfeld. Aber jetzt, ja, wir sind reingekommen. Wir sind reingekommen. Und die Scheibe ist auch drin. Yes, 3:1. Meine Güte, der Match ist so nach Krampf im Mittelfeld. Aber jetzt haben wir es geschafft und ein weiteres Goal erzielt. Nein, ich habe jetzt einfach gedacht, komm easy, die Zeit noch runterlaufen lassen und alles ist gut. Aber denkst du, Minnesota macht 3,3 Sekunden vor Pause noch 2:3? Scheiße! Okay, wir sind sehr nachlässig am Schluss vom zweiten Drittel. Das müssen wir jetzt korrigieren im letzten Drittel. Aber bisher haben wir noch nichts stand gekriegt. Jetzt aber komm! Nein, wieso kein Goal? Wir führen aktuell wenigstens immer noch mit einem Goal. Das ist ein Vorteil, den wir haben. Aber der Vorteil ist sehr schnell vorbei, wenn wir kein Goal machen. Sehr wichtig als Save von unserem Goalie. Ja, und da ist es. Das Goal zum Ausgleich, zum 3:3. Hey. Scheiße, nein. Ich muss mich wieder steigern. Wir müssen den Stanley Cup mit Schweden für uns entscheiden. So, jetzt ein Führer. Jawohl! Nein, der Goalie pariert das! Nein, wir werden auskontert! Und jetzt führt Minnesota mit 4:3. Hey, wir haben momentan so souverän gespielt und jetzt brechen wir rein, oder was? Komm schon, Chiba haben wir, jawohl. Komm, Chiba, irgendwas ins Drittel reinkriegen und da haben wir sie drin.
Yes. Und jetzt der Querpass und Goal. Jawohl, da ist der Ausgleich. Da ist der wichtige Ausgleich zum 4:4. Yes. Die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Minnesota greift an. Sie dürfen kein Goal machen. Sie dürfen das nicht machen. Jawohl. Komm. Yes. Und noch schnell Schuss! Nein, wir hätten so 2 Sekunden noch gebraucht, dann hätten wir richtig gefährlich angreifen und somit geht's in die Overtime. Die Overtime ist schon ein bisschen am Laufen, wir haben bisher noch nichts stand gekriegt, immer noch so Zeugs. Achtung, nein! Jetzt sind der Counter kassieren. Nicht der Counter kassieren. Scheiße, 3 mit der... Oh, Goalie, danke! Da kommen wir endlich wieder einmal gefährlich. Ja, jetzt sind wir wenigstens wieder mal im Gegner Drittel drin. Und Goal. Nein. Kriegen nichts mehr gefährlich. Sehr. Nein, bitte nicht. Oh, schön, Goalie. Oh mein Gott, noch daneben geschossen. Ja! Oh mein Gott, hey, was ist das für ein Krampf? Was für ein Kampf gewesen, hey, unglaublich. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben das entscheidende Goal geschossen. Wir gewinnen nach Overtime Spiel Nummer 7 und sind somit mit Schweden Stanley Cup Sieger. Ach du meine Fresse, du. Was für ein geiler Match ist das jetzt gewesen. Ich habe es richtig gefeiert und ich hoffe, auch dir hat das Ganze gefallen. Wenn das der Fall ist, zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Es ist einfach ein unglaublich geiles Projekt mit einer Nationalmannschaft, mit einem krönenden Abschluss, mit einem richtig hammergeilen Match Nummer 7, wo wir sogar für uns können entscheiden. Ich feiere es richtig und ich hoffe, auch du hast es können feiern. Denn jetzt ist es leider so, das Video ist zu Ende. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!